Herr Präsident, die Damen und die Herren Deputierten, Fortschritt ohne Effort als eine Illusion. Es riskiert den, um eine bessere Welt zu werden, Plätze zu gestalten. Fortschritt ist nicht selbstverständlich. So gut er erreichten zu erhalten, ist nicht selbstverständlich. Es muss ihn alltag dafür schaffen. Gerade nun ist das so wichtig wie schon lange nicht mehr. Wir sind an einem Schlüsselmoment von der Geschichte von unserem Land und von unserem Kontinent. Die Welt ändert sich mit einer Schnelligkeit und Envergure, die wir nicht gewinnt sind. Geopolitisch, sozial, technologisch, ökologisch. Das ist eine Zeit vom Umbruch. Ja, es spürt ihn, dass etwas Fundamentales geschehen ist. Dass in diesem Moment Geschichte geschrieben wird. Historische Allianzen, das weltweite System von der Zusammenarbeit, politisch mit. Das alles wird auf vorgestellt, perturbiert, können strufeln. Und das gerade 80 Jahre nur am Ende vom Zweiten Weltkrieg. 80 Jahre, nachdem es die Alliiert für die amerikanischen Truppen als befreit haben. Als Befreiung, der mir all Jahres durch das Land an Europa gedenken. Mit Dankbarkeit an dieser Anerkennung. Ugangs des Jahres war ich zusammen mit dem Großherzog und der Großherzorin zu Auschwitz. Millionen Leute sind da grausam umgebracht. Da an an andere KZ. 80 Jahre danach bleibt der Schock unbeschreiblich. Ein Schock, den es nicht just soll zum Nachdenken bringen, mit zur Aktion treiben muss. Memoir ist mehr, wie sich erinnern, was immer war. Das Verstehen, was kann Sinn. Mehr wie die Lehre von der Geschichte geht es um Begreifen von ihren Lektionen. Was geschieht, was mit dem Hass an der Division Platz lassen. Wenn wir gegen den schaffen, a Platz mit den schaffen. Gefahren für als Werte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, fängt lang 400 Gewalt. 400 Aktionen könnt Wut. 400 Wut der Gedanken. Aber am Gedanken oft Gefühl von Ungerechtigkeit. Mein Memoir geht als nach einer zweiten Lektion. Die von der Hoffnung. 4 haben wir den Schluss vom Zweiten Weltkrieg gedurcht. Auch das schlimmste Kapitel vom letzten Jahrhundert also benennen gegangen. Nicht als am dunkelsten 4 Morgen. Gleichzeitig als Hoffnung nicht naiven Optimismus. Die Hoffnung als Gefühl, die Verzechung, ja, die Gewissheit, dass trotz allem Realismus etwas Besseres für uns leid, wie das, was anders ist. Und dafür ist Hoffnung für allem ein Ansporn, eine Motivation, das Potenzial von einer besseren Zukunft zu realisieren. Die Regierung will den Änderungen von unserer Zeit nicht nur gucken. Wir wollen sie als Chance ergreifen, für Fortschritt zu machen, für als Zukunft zu gestalten. Darin erschaffen wir Alltag. Mit Stolz auf als Nation, mit Selbstvertrauen an als Kapazitäten, aber die Überzeugung an als Werte. Die Welt rundherum ist kann ändern. Wir als fundamental Werte dürfen das nicht. Gerade an ungewissen Zeiten braucht es eine Politik, die Zürche von der Leute umgeht. Eine responsable Politik von der Mitte. Mit ruhiger Hand, a klarem Kompass. Wir haben als ambitiöse Ziele gesetzt. Eine performante Wirtschaftspolitik, die Wohlstand schafft, eine starke Sozialstaat garantiert. Eine ciblierte Sozialpolitik, die die Gerechtigkeit stärkt und Armut reduziert. Eine ambitiöse Energiepolitik, die die erneuerbaren Ressourcen ausbaut und den Klimawandel umgeht. Eine moderne Gesellschaftspolitik, die Rechte festigt und Freiheiten sichert. Wir sind auf all diese Punkte vorgekommen. Als Versprechen sind nicht Versprechen geblieben, sie sind Realität gehen. Wir haben mehr Kaufkraft versprochen.
an des Regierung liefert. Seit dem Januar hun Leiit bedeutend Mesun an der Tasch wie nach 2023. Steuerlast fir a länger zeer Witleit ass bei niedrigem Lohn just nach Talschen von dem, wat ze 2023 war. An e Celibatär, die 50.000 € am Joar verdenkt, behält haut rund 1.000 € méi vun senger Pei. Aber die Manner verdenkt, wat Steuererlichtung prozentual gesinn am gréessten ass. Et ass also net eng Steuererlichtung fir die Reich, mé eng sozial progressiv. So hëlleft dee Leiit am meeschten bei denen Steuern am meeschte belaschten. Mi hun eng cibléiert Sozialpolitik versprach, an des Regierung liefert. Nief Manner Steuern gëtt et haut e mi héige Mindestlohn, eng mi héiger Allocation de vie chère, eng mi héich Loyersubventionioun an eng verdreifacht Energieprim. Domat gi mir auch konkret gen Kannerarmut un. Familien am Armutsrisiko kree cibléiert geholf. Alles zu summen huet eng Familie mat 4 Leiit, mat Urrecht op des Hëllefen, bis zu 2.500 € méi an der Tasch. Doriwer aus hun mir d Steuerkredit fir Längerzeier erhecht. An de Logementsminister huet Monoparentalitéit als e Krite agefauerert fir den Accès zum Logement abordable ze kreen. Zu Lützeburg ass de Logement eng soziale Herausforderung. Mir wëlle jietwer engem Accès op eng Wuning ginn. Dürf wir vereinfachen mat Prozesse fir d Loyersubventionioun, dat Leiit zuen diese brauchen, wie séier kreen. Durch d'Automatisierung mir hoch, méi generell dem Phänomen vum Non-Recours entgéint, also dem net Ufroen vun Hëllefen, op die Leiit eigentlich een Urspruch hun. Seit Ufang vun diesem Joar hunn iwwer 11.000 Leiit hier Allokation de vie chère oder Energieprim ganz ohne Demand automatisch ausbezahlt krit. An eng weiter 20.000 Formuläre goufen am Viraus ausgefüllt und Leiit geschickt. Dat as Armutsbekämpfung. Konkret. Alles Mesure sind in Ufang vom Aktionsplan für Armutsbekämpfung, den der Familienminister nach des Jahr präsentieren wird. Eine ganzheitliche Strategie ist wichtig. Mit Leid an der Prekarität brauchen kein Dokument. Sie brauchen Hilfe. Konkret. Eisdecisionen machen genau das. Das ist eine Politik für soziale Gerechtigkeit. Nicht vom kahlen Herz, wie einzelne der Regierung zu Unrecht heinst du das reprochieren. Wir haben eine performante Wirtschaft versprochen, an das Regierung liefert. Durch Steuererleichterungen, hohe Investissementen, a bürokratischem Aufbau wiest die Ökonomie haut. 2022 und 2023 war Lützeburg an einer Rezession. 2024, der erste Jahr von dieser Regierung, war wir immer Plus. An diesem Jahr tableiert das Stadtdeck auf 2,5% Wachstum. Es gibt noch mehr Arbeitsplätze geschaffen. Das Stadtdeck projiziert für das nächste Jahr ein Haus von rund 2%, doppelt so viel wie 2024. Das sind nicht just Zahlen, das sind Salären, persönliche Streben, die finanziert werden, Recetten, mit denen der Staat eine starke Sozialpolitik und wichtige Investissementen an als Zukunft kann machen. Wir haben einen neuen Schwung am Logement versprochen, an das Regierung liefert. Durch den Chômage partiell cibléiert Steuermesuren an ein öffentliches WEFA-Aufkaufprogramm an Höhe von 0,5 Milliarden €, womit die Akutkrise am Bausektor konnte stoppen. Wir haben eine kohärente Politik gemacht, die bauen, investieren, kaufen, alle Lohnen unterstützt und nicht bremst. Als Konsequenz sehen wir echt Zeichen von einem Revirement am Marché. Transaktionen für bestehende Wohnungen haben sich am letzten Jahr verdoppelt, aber bei neuen Wohnungen sogar bald vervierfacht. Auch die Zahl von den Krediten bei den Banken wiesen es. Das ist Bestätigung von dieser Regierungspolitik. Der Wohnungsmarkt kriegt neuen Schwung,
dat war als Ziel. Der 12. Leiit, die eng Wuning sichen, der 12. Leiit, die am Bau am Handwerk schaffen. Wir sind nur getreide fir méi am Iséier zu bauen. Dürfen um ihre Paradigme wie se bei de Prozeduren op de Weh brucht. Die gëtt Dag fir Dag an d Realität ëmgesat. Der Fäe vun dieser Politik gesäit die natürlich net all op EQ, me se werden mittelfristig méi Wohnraum schaffen an Wunden zu Lützeburg méi erschwänglich machen. Wir den Ausbau von erneuerbaren Energie versprach. An das Regierung liefert. 2024 war Rekordjahr bei neue PV-Anlagen. 8000 Anlagen sind in Netz gegangen. Da das geringe Strom für rund 30.000 steht. Für den Trend zu halten, haben wir ein Gesetzesprojekt deposiert für das Präfinanzement von PV-Anlagen zu ermöglichen. Eine größere PV-Anlage bei Betrieber Bauern haben wir durch 3 Ausschreibungen finanziell unterstützt. Aktion bei der Kaufkraft, bei der Armutsbekämpfung, bei der Wirtschaft, beim Logement, bei den erneuerbaren Energien. 5 Beispiele von einer neuen Politik mit neuen Akzenten a klorer Wirkung. Eine Politik, die die Leute hier Surgen ugeht, a Versprechen umsetzt. Wir gehen also aber nicht zufrieden, um zu beschreiben, was wir schon gemacht haben. Wir gucken auf 4. Wir wollen Lützeburg für die Zukunft stärken. Mit einer ambitiösen Politik, die als ganz gedurcht ist. Die Regierung bleibt motiviert, für das Alltag mit konkreten Maßnahmen umzusetzen. Die Situation erheben an der Welt verlangt das von uns. Die Herausforderungen für uns lesen sich nicht vom selben. Mit Courage und Fleiß können wir sie meistern. Wir sind Meister von unserem Schicksal. Wir schreiben als eigene Zukunft. Herr Präsident, die Zukunft schreibt sich an diesen Zeiten für und allem an der Sicherheit. An diesem Moment gehen der Frieden und Sicherheit in Europa für die nächsten Jahrzehnte bestimmt. Auch wenn die frohe Situation an der Ukraine depassiert, ist aber eng und die Krieg gebunden. Die Ukraine kann es nicht egal sein, darf es nicht egal sein. Seit über 3 Jahren kämpfen die Ukrainer für ihre Freiheit und damit auch für uns. Sie verdienen unsere Unterstützung, bis sie zu einem gerechten und dauerhaften Frieden kommen. Weil da geht es um mehr wie Frieden an der Ukraine. Es geht um Frieden an Europa. Wenn der russische Präsident gesagt, dass er mit Gewalt sein Ziel erreicht, da wird er nicht an der Ukraine abhalten. So wie ihn auch nicht an Georgien und an der Krim abgehalten hat. Da sind andere Länder angefahren. Und auch das internationale Recht als ganz, auf dem als eigene Freiheit an unseren Wohlstand basieren, ist dann auch angefahren. Das ist gerade der Respekt für dem Recht, dem internationalen Recht, die für kleine Länder der beste Schutz ist. Aus unserer Geschichte wissen wir, was es heißt, Opfer von Attacken zu gehen. Wir haben auf Battererderweise gelehrt, dass sie richtig Sicherheit nimmen an einer breiten Allianz findet. Genau dafür sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter anderem die Europäische Union und NATO entstanden, die also Frieden garantieren. Durch gemeinsame Missionen am Ausland garantiert NATO den Frieden bis heute. Ich will heute die Lützeburger Soldaten an diesen Missionen, an der ganzen Armee, als Dankbarkeit an unseren Respekt ausschwätzen. Für ihren Einsatz am Dienst von unserem Land an der NATO. Der große Pilier von der NATO waren und sind die Amerikaner. Wir wollen die Partnerschaft und Freundschaft zwischen den Europäern und den Amerikanern halten. Mit dem amerikanischen Präsident lässt wenig Zweifel daran, dass Amerika in den nächsten Jahren für und allem nur sich selber gucken wird und auf viele Frauen einen ganz anderen Weg gehen wird wie bisher.
Gleichzeitig als Gefahr, die von Russland ausgeht, real und langfristig. Das neue Realität ist ein fundamentaler Bruch an der rezenten Geschichte von unserem Kontinent. Da möchte viel Leute groß durch, hier und am Ausland. Das ist eine große Herausforderung. Wir können aber nicht den Kopf an den Sand stechen und aus dieser Situation einfach agieren. Nee, wir gucken der Realität an, dann erschaffen und eine Lösung. Die Lösung muss an einem eigenständigen Europa liegen. Ein starkes Lützeburg geht just an einem starken Europa. Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu Lützeburg sind nicht möglich ohne ihr geeint und selbstbewusst Europa. An das Zeit, dass Europa bei Sicherheitsfragen auf eigene Füße steht. Der Wunsch nach Frieden liegt am Ursprung selber von der europäischen Idee. Ziel bleibt doch heute Frieden. Frieden, immer Frieden, nie Krieg. Investimenter an der Sicherheit sind nicht für den Krieg, sondern für den Frieden. Es ist nicht Stunde vom europäischen Untergang, es ist Stunde vom europäischen Ablehen. Egal wie es an der Ukraine weitergeht, Lektion ist klar. Die beste Aufschreckung gegen die Aggression ist stärkt. Und die stärkt fanden wir an der Einheit. Die Europäische Union hat schon echt wichtige Schritt geholt. Mit einer Allianz muss jeder sein Teil dazu beitragen. Und noch mir. Vor einem Jahr habe ich hier annonciert, dass wir das NATO-Ziel, zu dem sich die Vierrichtregierung engagiert hat, für 2% von unserem nationalen Reichtum und Sicherheit zu investieren, bis 2030 erreichen wollen. Wegen der komplexen internationalen Situation, den Ukraine-Krieg, eine veränderte Politik in Amerika, Decisionen von allen anderen Alliierten, also es haut klar, das muss echt geschehen. Dafür haben wir noch Gespräche mit allen Parteien dezidiert, nicht bis 2030 zu werden, mit der 2% NATO-Ziel bis Ende des Jahres zu erreichen. Ich habe noch den NATO-Generalsekretär Mark Rutte an einem Gespräch gestern über diese Decision an Bild gesetzt. An défenseministerisch wird die zuständige Chamberkommission informieren, auf welche Kapazitäten wir über die nächsten Jahre investieren werden. Das Budget, das wir heute im Oktober präsentieren, wird das neue Ziel dann noch an der Finanzplanung für die nächsten Jahre verankern. Das neue Trajektoire ist en ligne mit der Belgique, als dem engsten Partner an Sicherheitsfragen. Als zwei anderen Operen, an die meisten von unseren Alliierten, die passieren das Ziel aber schon haut. An der NATO proposieren viele Länder ein Ziel weit über 2% raus. Falls das während der exceptionellen geopolitischen Situation der Konsens NATO-Summit am Juni zu Den Haag soll gehen, da werden noch mehr als vertrauenswürdigen alliierten Partner DW mitgehen. Lützeburg will erwehrt seine Responsabilität überholen, als ein Beitrag leisten. Und aber bleibt das ein schwieriger Schritt. Mehr eine responsable Regierung kann Sicherheit nicht vernachlässigen. Ohne Sicherheit gibt es keinen Frieden. Und da bin ich froh, dass in meinen Gesprächen eine große Majorität von den Parteien sich dieser Verantwortung bewusst waren. Ich will alle Fraktionen Herr merci sagen für die konstruktiven, respektvollen Gespräche, die wir hatten, über die großen Sicherheitsfragen, die sich unserem Land stellen. Ich bin hoffentlich über das Land, dass wir auf diesem komplexen Sujet einen breiten nationalen Konsens können haben. Das ist wichtig, weil den Erfolg wird sich weit über die nächsten Wahlen ziehen. Und das ist stark zwischen uns Alliierten. Und all die Sicherheit und den Frieden an Europa aufstellen. Mit dem finanziellen Erfolg kann nicht zu Lasten gehen von unserer Sozialpolitik.
Wir können das nicht gegen das andere ausspielen. Den Defi von der Sicherheit könnt dabei, dafür verschwanden die anderen Herausforderungen aber nicht. Das Finanzament für die höchsten Defense-Ausgaben kommt von 3 Sourcen. Erstens, ein Teil über das Budget selber, unter anderem mit einem Defense-Bond, also einem Staatsemprunt für Sicherheit, an dem sich Privatleute beteiligen können. Zweitens, durch eine neue Priorisierung von den Ausgaben. Die nächsten Budgeten werden besser reflektieren, dass zum Beispiel nicht alle Infrastrukturprojekte zum selben Moment bretters. Und drittens, durch die Mobilisierung von finanziellen Ressourcen außerhalb vom Budget, wie zum Beispiel mit einem nationalen Fonds bei der SNCI, den Aktivitäten finanziert, die für militärische und Zivilzwecke benutzt können gehen. Wir müssen bereit sein, an den Frieden zu investieren. Sonst riskieren wir nach einem viel mehr hohen Preis als Freiheit. Aber wir setzen Vertrauen von unseren Alliierten aufs Spiel. Und gerade weil das strukturell viel kosten wird, müssen die Depensen am Interesse von Land allein sein, vom Wurstem an der Resilienz von Lützeburg. Dafür brauchen wir eine wirtschaftliche Strategie, die diesen militärischen Erfolg mitträgt, eigentlich aber als Stärkten aufbaut, notamment im Satellitenbereich, aber bei der Cybersicherheit. Es sollen allen Akteuren merci für proaktiv Vorschläge auf diesem Punkt, wie zum Beispiel die Initiative Luxemburg for Defense. Für allem bei den Satelliten hat Lützeburg eine große Erfahrung und eine exzellente Renommee. Der Staat schafft eng mit der SES zusammen. Alldach nutzen als alliierte Satellitenkommunikation mit Lützeburger Know-how, so wie zum Beispiel der GovSat-1-Satellit an den Medium Earth Global Services. Dafür hat die Regierung dezidiert, einen zweiten Kommunikationssatellit für militärische Zwecke auf den Weg zu bringen. Am attraktiver Unterstützung von der Regierung spielt der SES auch eine führende Rolle bei einem kruzialen EU-Programm, dem IRIS². Hier werden 290 neue Satelliten eine hoch sekurisierte Kommunikation für ganz Europa assurieren, für militärische und für Zivilzwecke. Diese Sommer wird auch der erste Lützburgischen Erdobservierungssatellit lanciert gehen. Von 64 Ende des Jahres kriegen als Armee und als Alliierten dann noch Bilder für eine militärische Nutzung. All diese Projekte sind immens wichtig für die Allianz als Ganzes. So stärken wir als Wirtschaft, als Alliierten und als Partnerschaft mit einer historischen Lützeburger Firma, der SES. Aber auch andere Sektoren sollen das Investiment erspüren. Ministerin für Außenhandel, Wirtschaft und Defense helfen unsere Betriebe aktiv, für sich an die Lieferkette von der europäischen Defenseindustrie anzubringen. Durch die Erfahrungen und finanzielle Aiden wollen wir ein Ökosystem schaffen für Betriebe, die Aktivitäten für ihre militärischen und den zivilen Zweck haben. Neben den wirtschaftlichen Aspekten muss man als Sicherheit auch mehr breit denken, wie just als Armee. Es geht darum, als Widerstandsfähigkeit als ganze Gesellschaft zu stärken, gegen all Sorten von Krisen. Wir erinnern uns all an die Pandemie, die Überschwemmungen, Cyberattacken oder für kurzem den Stromausfall aus Spanien und Portugal. Was das Evenement gemeinsam haben, ist das ein unerwarteter Risiko für das Funktionament der Gesellschaft als Ganzes tun. Wir wissen nicht, was für neue Momente auf uns werden. Aber wir wissen, dass da kommen werden. Und darauf müssen wir uns präparieren und bereit sein. Dafür werden wir nach diesem Jahr die erste nationale Resilienzstrategie präsentieren und eine Informationskampagne dazu machen. Ich war die letzte Woche in Finnland, einem Vierreiter in diesem Bereich, für ein persönliches Bild von möglichen Ideen für Lützeburg zu machen.
Besonders die Whole of Society Approach von den Finnen, wo jidwer mat angebunden ass, kann eng Inspiration sein. Den HCPN, den Hochkommissariat der Protection Nationale, dem mir als Premierministerin ersteht, huet haut schons detailliert Plan fir allmählich Zochte vun Notfällen zu antizipieren an zu gerieren. Bei dieser Strategie geht es lodrems, die ganze Gesellschaft mat anzubannen. Für eine wirkliche Resilienz braucht den nationalen grad wie de lokalen Niveau. Zivil grad wie militärisch Service, öffentlich grad wie Privatakteuren. Mit einer Approche zu Risk an einer kohärenter Gestion. Auch a Krisemomente müssen die Vitalfunktionen von unserer Gesellschaft, als dem Staat, als der Wirtschaft weiter funktionieren. An das ganzheitliche Approche könnt an unserer Resilienzstrategie zu summen. Wir machen einen kompletten Inventaire von dem, was wir haben, wo wir uns verbessern können, und was wir dafür brauchen. Lass mich just 2 konkrete Maßnahmen nennen, die wir schon vorgesehen. Der Innenminister wird beim CGDIS eine neue Plattform schaffen unter dem Namen Rescue. Über diese Plattform werden die CGDIS, Gemengen und Privatakteuren sich gegenseitig mit spezialisiertem Personal und Material bei Katastrophen können helfen. Ein delegiert Minister für Konnektivität modernisiert das Kommunikationssystem für unsere Sicherheitsrettungsservice. Dadurch gehen neue Möglichkeiten geschaffen, sowie Konsultation von Bauplänen, am Drohnenvideoen oder die Verdrohung von Vitaldaten von Patienten. Mit einer resilienten Gesellschaft fängt man eine Prise de Conscience von allen Bürgern an. Es ist eine gemeinsame Responsabilität, die auf Vertrauen und Sozialkohäsion basiert. Und ich weiß, dass wir den Zusammenhalt heute zu Lützeburg haben. Diese Responsabilität muss jeder immer seriös und mit Trauer angehen. Wir wollen, dass jeder aktiv und proaktiv als Resilienz, als Widerstandsfähigkeit als Gesellschaft stärkt. Herr Präsident, die Welt geht nicht mehr Raum. Wir erleben einen Moment von fundamentalen Changementen. Krieg, Protektionismus und der Vorstellung von unserer Demokratie holen zu. Die Weltordnung, die hinter dem Ende vom Kalten Krieg besteht, als Kippen. Der Weg für die internationale Communität splittet sich an 2. Auf der einen Seite Division, Unstabilität und Ungewissheit. Auf der anderen Kooperation, Stabilität und Fortschritt. Lützeburg wird immer auf der Seite von der Diplomatie und dem Dialog, der Zusammenarbeit und dem Multilateralismus stehen, weil da das Zeit vom Frieden und Wohlstand. Und aber stellen sich in diesem Kontext auch für uns ungewinnte Fragen, für über die Souveränität. Pandemie, die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine haben uns die letzten Jahre gewiesen, dass eine exzessive Abhängigkeit von anderen ein Risiko kann sein. Souverän sein heißt nicht just nur sich gucken oder ob sich allein gestaltet sind. Souverän sein heißt Selbstbewusstsein, seine eigenen Decisionen holen. Souverän sein als Freisinn. An einem souveränen Lützeburg geht es just an einem souveränen Europa. Als Offenheit zu Europa als Basis von unserem sozialen und wirtschaftlichen Succès. Es ist Lützeburger Tradition, unterstützt vom europäischen Progress zu stehen. Es ist dafür symbolisch stark, dass dabei seine Invitation hin Präsidenten von allen 3 europäischen Institutionen zusammen die letzte Woche in Europa da zu Lützeburg markiert haben. Aber wir als Zukunft selber schreiben wollen, da muss die Zukunft europäisch sein. Als Zukunft, an die von Europa sind nicht zu trennen. Lützeburger Herausforderungen sind europäische Herausforderungen. Europäische Lösungen sind Lützeburgische Lösungen.
E souverän Europa muss bei der Sicherheit op egene Face stehen, als eng ege Stimme an der Weltpolitik fannen. A Lützeburg muss du sein Deel beidroen. E souverän Europa muss strategisch Sektoren protegieren an seg Energie selber produzieren. A Lützeburg muss sein Deel beidroen. An e souverän Europa muss de Bannemarkt stärken, an e Lieder an der technologische Innovation sinn. A Lützeburg muss sein Deel dazu beidroen. Da wird e souverän Europa auch op Anhecht mat andere großen Akteuren interagieren können, ob Amerika, China oder einer BRICS-Länder. Zwei Sektoren, die für als Souveränität wichtig sind, aber wo die Lützeburger an europäischen Eintritt zusammenkommen, sind die Agrikultur und die Industrie. Für die Regierung als die Agrikultur stärken eine Priorität. Und dafür sind Bauern als Partner. Ein Partner, mit dem ein Problem an engem Tisch geht, nicht auf der Straße. Als Landwirtschaft ist ein fester Bestandteil von unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Also ist essentiell, für als eigene Lebensmittelproduktion zu behalten. Wir wollen eine Lokalproduktion von hochwertigen Lebensmitteln. Dafür hat Landwirtschaftsminister eine neue Hölle abgesagt, die den Bau von großen Zähren für Obst und Gemüse finanziell fördert. Minister für Landwirtschaft und Umwelt schaffen lo eng zusammen, für kurzfristig ein paar der Projekte zu realisieren. An einem Dialog mit den Bauern haben wir konkret Mesuren geholt, für ihr Arbeit zu vereinfachen, so zum Beispiel beim Erstellen von Saisonsarbeiten. Den Dialog geht mit den jungen Bauern weiter, für den Entrepreneursgeist zu erhalten, an Sukzession vom Hof, an den Wingerten, ob die nächste Generation zu vereinfachen. Auf europäischem Niveau ist die Richtung dieselbe. Nur wird der europäische Kommissar aus Lützeburg, Christoph Hansen, eine massive Vereinfachung von den europäischen Agrarregeln proposieren. Wir unterstützen das Politik voll und ganz. Als Bauern gehören an das Feld, nicht an das Büro. Dafür muss Schluss sein mit unnötigen bürokratischen Auflagen. Zum gemeinsamen Lützeburger an europäischen Eintiere gehören aber auch Partnerschaften mit anderen Regionen zu sichern. Lützeburg braucht Exportmärkte für seine Wirtschaft. Gerade wenn neue Barrieren auf verschiedenen Plätzen in der Welt abgerichtet werden. Und dafür wird Lützeburg dem Mercosur-Accord seine Zustimmung geben. Die Finalversion vom Accord getraut mehr Assuranzen, dass weder als Marche überschwemmt wird, noch als Gesundheits- und Umweltstandards in der Grube gehen. Dank den Erfahrungen von einer Reihe Landwirtschaftsministerin, darunter der Lützeburger. Wir werden der Ferien von diesem Akkord auch ganz genehm am Sektor zusammen zwiebeln. Aber wenn die Lokalproduktion von unseren Fleischbauern aber unter dem Trete leiden sollte, da werden wir ihnen natürlich entgegenkommen. Dieser Akkord bringt viel Positives für unsere Wirtschaft. Notamment an der Industrie gehen Tarife stark reduziert. An die Industrie als ein weiterer wichtiger Sektor, ein strategisch wichtiger Sektor für unsere Souveränität. Die Regierung will, dass Lützeburg ein Industriestandort bleibt. Die Industrie, der Stahl, das ist Lützeburger Geschichte. Und Lützeburger Industrie als auch als Zukunft. Mit der Industrie in Europa ist im Moment in einer schwierigen Situation wegen den hohen Energiepreisen. Dafür ist eine starke Industrie, ja eine gewisse Reindustrialisierung, nicht mehr über die Energiepolitik zu erreichen. Und da kreuzen sich 3 politische Ziele. Als Ziel von Souveränität und Versorgungssicherheit, als Ziel von einer kompetitiven Wirtschaft und als Ziel von mehr niedrigen CO2-Emissionen. Wir refusieren den Schwach zwischen diesen Zielen. Sie können modern leben, aber der Weg dahin muss pragmatisch sein. BW möchte den mit der Industrie
net geinze. Wir müssen die Industrie bei der Dekarbonisation begleden, net mat unrealistischen Aufforderungen ausbremsen. Ein Industriebetrieb soll Schritt um andere machen, net von heute nur 3 Springmer den machen müssen. Da das der Geist auch vom neuen europäischen Clean Industrial Deal. Dafür braucht gezielt finanziell Hilfen an eine große Invest an als Netzinfrastrukturen. In dem Sinn haben wir ein verbessertes Eltegesetz proposiert, das die Industriebetriebe bei der Umstellung auf elektrisch unterstützen wird. An dem europäischen Plan setzen wir es an für eine weitere Vereinfachung vom legalen Kader für Staatshilfen. Gleichzeitig erlaubt Technologie von Haut nicht alle Industrie auf Strom umzuspringen. Dafür begrüßen wir, dass die gesetzliche Basis für ein Hydrogensnetz zu Lützeburg gestimmt wird. Mit dieser Nobre suchen wir dafür, dass Lützeburg und den internationalen Réseau angeschlossen wird. Die Aktionen sind wichtig und nötig. Aber sie lösen nicht das kurzfristige Problem von hohen Energiepreisen. Als Industrie braucht proper Energie, aber auch bezahlbare Energie. Wenn wir die Preise an den Griff kriegen, dann brauchen wir keine mehr bei der Transition zu helfen, dann ist die Industrie aus Europa fort. Und das wäre schlecht für eine Souveränität, und schlecht für die Stromrechnung von allen Bürgern. Wenn es der Struktur von den Energiepreisen bedeutet, alle Industriebetriebe, die fortgeht, nämlich eine mehr hohe Rechnung für jede von uns. Die Energiepreise sind wichtig für die Industrie, die ganze Wirtschaft und ist gesellschaftlich zusammenleben. Die letzten Jahre haben gewiesen, was hohe Energiepreise für Privatleute bedeuten. Energie muss bezahlbar bleiben. Dafür gucken viele Länder in Europa, laut Preise strukturell zu reduzieren. Zu Lützeburg waren und sind Preise unter der europäischen Moyenne. Das ist sozial und wirtschaftliche Natur, an der Natur wollen wir erhalten. Wir wollen Strompreise über die nächsten Jahre nachhaltig stabilisieren. Und das ohne zurückzugehen auf eine Energiepreisbremse. Wir sind nicht mehr in einer Energiekrise. Was wir noch brauchen, sind dauerhaft Lösungen für bezahlbare Energiepreise. Mit Anreizen bei der Elektrifikation mitzumachen. Dafür hat die Regierung dezidiert, rund 150 Millionen Euro an den Grab zu holen, Suen, die den Privatleuten an den Betrieben direkt helfen. Einerseits überhält das Staatsbudget in Zukunft, wie in Deutschland, ein Teil von den Netzkosten. Das sorgt für substanzielle Entlastungen bei allen Klienten. Stand heute sollte der Strompreis damit nächstes Jahr hochgehen, trotz dem Auslaufen von der Strompreisbremse. Andererseits überholen wir über das Budget den Mechanismus de Kompensation, den am Moment alle Konsumateurs mit bezielt. Damit helfen wir gezielt denen Städten, die auf Strom umklammen, und favorisieren so die geringe Transition. Und durch Verdreifachung von der Energieprim bleibt als Approche sozial zibliert. Wir helfen denen leider am meisten, die am meisten mit hohen Preisen strufeln. Am moyen Term, also bezahlbaren und kompetitiven Energiepreise, werden immer möglich, wenn wir auf erneuerbare Energien umklammen. Den zweiten Pilier von unserer Strategie. Das ist besser für die Umwelt, besser für unsere Souveränität, an der Term auch besser für die Portemonnaie. Und dafür bleibt es eine hohe Priorität für die Regierung. An der EU könnt heute schon Teilchen von der Stromproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Und noch zu Lützeburg wies den Undeel alljährlich. Diesen Trend treiben wir mit Präfinanzement für PV-Anlagen weiter. Die technischen Vorhaben sind aufgeschlossen, aber wir werden in den nächsten Wochen der Remarke vom Staatsrat Rechnung tragen. Da sind wir bereit, wenn das Chambre dieses Projekt wird stimmen. Für jeden zu ermöglichen, bei der geringen Transition mitzumachen,
brede man das System ab dem nächsten Jahr auch auf einer Klimabonushilfen aus. Der Umweltminister proposiert doch nach 4 Sommer weitere Verbesserungen beim Klimabonus Wohnen für Wärmepumpen an energetische Sanierungen. Am ergänzende Klimaplan durch eine Sozialkomponente. Das ist eine Klimapolitik Mathe Leid a Viertleit. Eine Politik, die die Leid mattelt. An dem Sinn haben wir eine brede Konsultation mit dem Sektor und mit der Gemenge lanciert. Und das hat den Namen einfach sehr erneuerbar. An die Nummer das Programm. Wir wollen mir einfach regeln, wie das mehr erneuerbare Energien entstehen. Heute stehen wir also oft selber am Weh. Prozeduren bremsen, a Platz zu helfen. Dafür setzt die Regierung auf eine konsequente Vereinfachung von den Regeln. Wir müssen das System aufspecken. Manner Bürokratie bedeutet mehr nachhaltig Energie. Und damit Manner Emissionen. Auf Basis von dem Prozess wird die Regierung einen ambitiösen Katalog von rund 50 Maßnahmen festgelegt. Teilchen von diesen Maßnahmen wird schon am Laufe von diesem Jahr am legislativen Prozess sein. Minister für Energie und Umwelt werden Details präsentieren. Ich will hier auf 4 Schwerpunkte eingehen. Erstens, der positiven Impact vom Dialog selber. Gespräche am Sektor und eine Divergenzen bei der Interpretation von technischen Regeln aufgebracht. Die goufen a Lützeburger Tradition auf dem kurzen Amtsweg aus der Welt geschafft. Des Änderungen die mehr Planungssicherheit erweisen, dass ihr besser führen könnt, wann die matten Akteure vom Terrain schwätzt an zur Summe schafft. Zweitens, Prozeduren die konsequent vereinfacht, verkürzt und digitalisiert für Projekte mehr können zu realisieren. Dafür gibt Bagatellgrenzen angeführt, wo keine Autorisation mehr nötig sind oder eine Notifikation durchgeht. Die Lehre wird reduziert, respektive da, wo es kein gibt, überhaupt mal angeführt. Daneben schafft das Justizministerium eine akzelerierte Prozedur für Rekuren bei großen Projekten. Und der Kulturminister vereinfacht Prozeduren für auf geschützten Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, die dem Gebäude Rechnung tragen. An dem Umweltministerium harmonisiert Prozesse von all seinen Administrationen. Wir gehen in Zukunft große Projekte, d'Office de Statut vom Intérêt Public Majeur, was mehr efficace Prozeduren am Umweltbereich erlaubt. Durch das und andere Änderungen wird ein Umweltministerium Großprojekte in Zukunft am Mann wie 2 Jahre können trätieren. Da die übertrifft die europäische Zielsetzung. Wir wollen noch mehr gehen. An neue sogenannte Zonen d'Acceleration sollen Dossien am Mann wie einem Jahr aufgeschlossen sein. Neben der Ambition, für mich schnell bei bestehenden Projekten zu kommen, wollen wir auch neues Potenzial für PV-Anlagen an Wandräder erschließen. Und das auf eine équilibrierte Manier am Respekt vor Mensch und Natur. Das ist der dritte Schwerpunkt. Bei den PV-Anlagen sehen wir ein immenses Potenzial auf unserem Autobahnsreso. Eine unabhängige Etude nur bis zu 1500 Megawatt. Auch wenn wir nur einen Teil davon realisieren, kann hier proper Energie für 10.000 Familien entstehen. Dafür fänken wir an den nächsten Monaten konkret Projekte an, ob Lärmschutzwände an dem Parkentreit zu Jonglünster. Die Regierung deposiert ein Gesetzprojekt für PV-Anlagen an der Zone non-edificandi zu erlauben, also auf die 25 Meter handelt Sicherheitszone von einer Autobahn. Bei den Wandrädern reduzieren wir die Distanz zu Straßen und Büschern und passen sie damit die Regeln von unseren Notbeschlägen an. Aber wir wollen mehr Wandräder erlauben, die mehr effizient sind und mehr Energie produzieren. Der technologische Fortschritt erlaubt es Änderungen, ohne die Sicherheit von Mensch und Natur
zu riskieren. Der vierte Schwerpunkt ist die Rolle vom Staat als Bauherr. Es gibt auch schon PV-Anlagen bei allen Neubau mit angeplant. In Zukunft werden wir Kleinprojekte bündeln, wie auch bei bestehenden Gebäuden mehr schnell voranzukommen. Die Regeln von der Marché public gehen an dem Sinn angepasst. Aber bei den Hölle für die Gemengen machen wir in Zukunft auch Groß-PV-Anlagen eligibel für eine finanzielle Unterstützung. So werden neue Installationen auf Schulen, Sporthallen und andere Gemengenhäuser aus ganz Land entstehen. Das Mesurepark ist ein regelrechten Umbruch. Eine tiefgreifende Neugestaltung von den Regeln durch mehr erneuerbare Energien entstehen. Für das heißt das Netz die nötige Flexibilität und Sicherheit hat, für zu allem Moment genug Strom zu haben, wird die Regierung nach diesem Jahr eine nationale Speicherstrategie präsentieren. Zum Beispiel könnte ein neues Subsid den all Proprietären von einer PV-Anlage hilft, sich auch notrechtlich mit einer Batterie auszustatten. Sodass Stimmklammer auf Strom sich weiter finanziell lohnt. All diese Mesuren drohen zu den 3 Zielen von unserer Energiepolitik bei. Mehr Souveränität, mehr Kompetitivität und weniger Emissionen. Alles das stärkt Lützeburg für die Zukunft und hinterlässt unsere Kinder eine bessere Welt. Herr Präsident, das Ziel zu erreichen ist auch wichtig für die Kompetitivität von der ganzen Wirtschaft, für allem für die Datenökonomie, die viel Energie braucht. Und gerade die ist wichtig für als Lützeburg an europäische Souveränität. Wir wollen Vorreiter sein bei den neuen Technologien. Wenn wir bei den Daten und neuen Technologien keine eigene Lösungen haben, dann sind wir abhängig von anderen Ländern. In Zukunft soll die ganze Welt Lützeburg als stark Finanzplatz und als stark Datenplatz kennen. 2 Stärken von unserem Finanzplatz sind noch für so einen Data-Hub immens wichtig. Stabilität und Vertrauen. Wir setzen auf das an einer Stärke. Und wir stellen die Innovation an den Vordergrund. Das ist die Innovation. Der menschliche Vierwitz am Drang nur Wissen, die Menschheit immer nur vordreift, die Fortschritt ermöglicht. Und gerade lo ist der richtige Moment für diese Ambition von Lützeburg als Data-Hub zu realisieren. Die Quantität von Daten wächst exponentiell. Gleichzeitig bietet der rasante Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz viele neue Opportunitäten für die Daten am Sinn von der Gesellschaft zu benutzen. An der Medizin, an der Education, beim autonomen Fahren. Aber mit der neuen geopolitischen Realität ist es immer mehr wichtig zu wissen, wer dann die Kontrolle über die Daten hat. Dafür gibt die Regierung sich eine Vision für die digitale Souveränität von Lützeburg zu stärken. Diese Vision basiert auf 3 neue Strategien. Für Daten, für künstliche Intelligenz und für die Quantentechnologie. Zusammen zeichnen sie eine kohärente Vision, die zu näherens an der Welt zusammen gibt. Eine Vision von Lützeburg als internationalen Zentrum für die sichere und souveräne Valorisation von sensiblen Daten aus ganz Europa. Ein Zentrum mit einer agilen Approche, die den Mensch an den Mittelpunkt vom Fortschritt stellt, am Daten und Talente aus der ganzen Welt unzieht. Für dem Ziel gerecht zu gehen, investieren wir an die nötigen Infrastrukturen, Talente und Projekte. An den nächsten 6 Jahren werden wir dafür 3 Milliarden Euro von öffentlichen und privaten Akteuren mobilisieren. Für allem AI, die künstliche Intelligenz, wird hier eine grosse Wichtigkeit. AI ist die Transformativtechnologie von den nächsten Jahrzehnten. Mit einem Potenzial für eine Zukunft, das vergleichbar ist mit dem vom Internet für eine Reihe Jahren.
dürfen wir man das Technologie nicht allein andere Länder a Kontinente überlassen. Wir wollen eine AI, die auf Vertrauen an Transparenz basiert, die Innovation an den Denkst vom Mensch stellt. Eine künstliche Intelligenz alle Europäen mit einem Lützebauer Touch. An dieser Vision ersetzt AI nicht den Mensch, sie hilft dem Mensch. Gerade wie Dreschermaschinen den Mensch nicht ersetzt wird, mehr als hilft mich schnell, eine Arbeit zu realisieren. Kontrolle bleibt beim Mensch. Das Vision basiert auf einer kohärenten Approche mit Ökosystemen rund um exzellente Infrastrukturen. Mit einer von den ersten AI-Factories an der EU, mit einem Supercomputer, der für die Benutzung von AI optimisiert ist, am Teil von einem europäischen Réseau ist, und mit einem ersten Supercomputer am Quantenbereich. Und durch Vernetzen von verschiedenen Daten aus unterschiedlichen Sourcen wollen wir nach mehr Plus-Value schaffen. Dafür definieren wir einen harmonisierten Standard für Daten, die accessibel, reutilisabel und einfach zu finden sind. Das Ökosystem wird an die nächsten Monate durch das Schaffen von einem Deep Tech Lab ergänzt. Die Struktur soll Interaktionen zwischen akademischen und wirtschaftlichen Akteuren facilitieren, für Recherche, Innovation und Entrepreneuriat zu fördern. So können Public-Private Partnerships als Spin-offs entstehen, die als Gesellschaft und als Wirtschaft stärken. Neue, innovative Ideen, die als Land weiterbringen. Das Opportunität für Chercheuren aus Lützeburg und der ganzen Welt zusammenzuschaffen, auf Innovationsprojekten, wird auch ein wichtiger Faktor sein, für Top-Talente an unserem Land umzuziehen. Auch für Lokaltalente offerieren wir ab dem nächsten Jahr am Digital Learning Hub eine AI Academy mit spezifischen Formationen am Bereich von der AI. Für ein verantwortungsvolles Benutzen von dieser neuen Technologie sind wir am Gang den Europäischen AI Act umzusetzen. Diese Initiative definiert einen harmonisierten Kader für ganz Europa, die Innovation fördert und die Rechte von den Leuten schützt. Wenn wir wollen einen Hub für ganz Europa gehen, dann ist eine pragmatische Umsetzung von diesem Kader immens wichtig. All das Puzzlestücke werden helfen, AI ganz konkret zu applizieren, zum Wohl von unserer Gesellschaft und der Wirtschaft, für ein konkret Plus-Value für die Bürger, den Staat und die Ökonomie zu haben, die auf die Innovation nicht am Labor bleiben. Dafür wir einerseits eine Reihe Schlüsselprojekte identifiziert machen, andererseits weiter erfahren, dass die neuen Technologien an unsere Betriebe Fuß fassen. Ein Projekt visiert zum Beispiel die Entwicklung von einem AI-Modell, einem sogenannten Large Language Model, die spezifisch auf als national an europäische Gesetze trainiert ist. Der Mensch hält weiter den Big am Grab. Aber so kann AI helfen, für Gesetzestexte mehr effikaz zu schreiben. Das könnte der Termering Urlaubsstelle gehen, für privatlaufende Betriebe zu helfen, administrativ die Marschen mehr einfach zu bewältigen. Wir wollen AI auch bei der ADEM benutzen, für eine bessere Übersicht zu kriegen von den Kompetenzen, die die Leute tun, an denen die Betriebe sichern. Damit können wir gezielt Formationen anbieten, gegen die Schwierigkeiten an Penurie an verschiedenen Sektoren besser umgehen. Und für die Innovation an neue Ideen besser als Betriebe zu kreieren, überschafft Forschungsminister die nationale Recherchestrategie. Nach 4 Sommer präsentiert sie ein neues Gesetz für den Fonds National de la Recherche. Wir haben noch dezidiert, die finanzielle Hilfe für PME zu verstärken, die an Digitalisation oder Nutzung von künstlicher Intelligenz investieren wollen. Zusammen mit privaten Akteuren schaffen wir weitere Maßnahmen für den Technologietransfer und Lützeburger PME zu verbessern. Weil es oft kleine, neue Firmen sind,
die Sektor mit einer innovativer Idee revolutionären, und der Finanz- und Wirtschaftsminister einen Aktionsplan vorgelegt, für Start-ups zu promovieren. Unter anderem mit SNC-Fonds an Höchst von 300 Millionen Euro. Innovation ist die Basis von unserem Fortschritt. Ein modernes Lützeburg muss all das schaffen, für ihre Vorreiter bei den neuen Technologien zu sein. An Innovation können nicht just Wirtschaft tun. Sie ist auch die Basis vom sozialen Fortschritt. Den Internet ist der größte Recueil von Wissen an der Geschichte von der Menschheit. Was sonst die größte Bibliothek, die passiert wird, passt heute mit dem Smartphone an als Tasche. Mit trotz allem Enthusiasmus für das neue Möglichkeiten muss mir auch lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Zu oft als es Loschance, den Telefon, der Rendezvous, der Bildschirm, Buch, an den Kopfhörer, Gespräch. Wir haben alle eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die digitale Welt nicht die real verdrängt, dass die künstliche Intelligenz nicht die menschlich ersetzt. Und dafür müssen wir für allem bei den Kindern aussetzen. Die neue Generation weist am Internet und am Smartphone ab. Sie kennen keine Welt ohne digitale Apparate und soziale Réseaux. Wir sind der Fähigkeit davon schon heute. Immer mehr auffällig Verhaltensmustern, Schlafstörungen, Angstzustände, Depressionen. Schon nach kleinem Alter große Unterschiede an sozialen und kognitiven Kapazitäten. Der Rapport vom Ombudsmann für Kinder und Jugendliche ist alarmierend. Nicht just verbringen Kinder mit Zeit an dem Bildschirm, der Contenu, mit dem sie konfrontiert sind, ist immer mehr gewaltsam und sexualisiert, für allem auf die sozialen Réseaux. Wir müssen sie gegen genau den Contenu schützen. Das gehört zu den Kinderrechten. Die Source von dem Problem muss wir natürlich im europäischen Niveau angehen, so wie wir das mit dem Digital Service Act machen. Aber die größte Sorge ist, dass diese Entwicklungen der mentalen Gesundheit von den Kindern schulden. Eine mentale Gesundheit, die generell mehr fragil ist. Heute seid auch heute nach verschiedenen Spuren von der Pandemie. Auch Autismus an anderen neurodivergenten Konditionen wie Dyslexie oder Konzentrationsdefizite und zugehören. Die mentale Gesundheit darf kein Tabu mehr sein. Das Mental als ein integraler Bestandteil von der Gesundheit. Für die ganz akuten Fälle besser abzufangen, setzen wir 12 von den Betten an der Jugendpsychiatrie an die Luft. Für allem hat Santéminister und Edukationsminister Prävention zu einer Priorität gemacht. An dem dieses Sujet Teil von der Gesundheitserziehung an der Schule geht, an dem wir einen neuen digitalen Outil schaffen, für das Suivi von allen Kindern während der Schulzeit zu vereinfachen, an dem es ein Echt-Hilfe-Kurs für mentale Gesundheit renforciert wird, an dem es mit Screen-Life-Balance für die Kinder verbessern, mit mehr Sport an den Schulen, an der Maison relayen, und mit klaren Regeln an den Schulen für Smartphones zu enkadrieren. Mit Schule ist nur ein Teil vom Dach. Dafür sensibilisieren wir die Eltern mit ziblierten Kampagnen und Konferenzen am Kader von den Elternforen. Und auch wir Eltern müssen mit einem guten Beispiel daheim vorgehen. Am engen Echange mit den Akteuren vom Terrain analysieren wir am Laufe des Jahres weiter Ideen für die Kinder, eine sorgenfreie Kindheit zu assurieren. Wir lassen heute nicht los. Wir können heute nicht loslassen. Wir wollen eine Generation, die wirklich glücklich ist und nicht just glückliche Spieler post. Das ist eine neue Facette von einer modernen Gesellschaft, die wir wollen und umgehen. Die Welt ändert sich nämlich nicht just international, sie ändert ganz konkret an unserem Alltag an Zusammenleben.
Herr Präsident, wir wollen den sozialen Entwicklungen nicht einfach nur gucken. Wir wollen sie begleiten und enkadrieren. Als Ambition als eine moderne Gesellschaftspolitik. Beim Steuersystem, dem Erbschaftsrecht und den Pensionen. Mit gezielten Adaptationen. Nicht Revolutionen, mehr Evolutionen. Am Sinn von der Zeit. Ein Ziel ist eine bessere Balance zwischen dem professionellen und privaten Leben. Für so unterschiedlichen Familienkompositionen besser Rechnung zu tragen. Es ist nicht Staat ein Familienmodell vorzuschreiben. Es ist in all Koppel und all Familie die Decisionen selber zu treffen. Wir müssen mit unserer Politik all Schwa respektieren. Beim Steuersystem wird die Regierung sich engagiert, eine einzige Steuerklasse zu proposieren. Mit der Individualisierung wird all Familienmodell selbisch behandelt, aber besteuert gehen. Das ist eine Frage für Gerechtigkeit. 4 Beredungen für das tiefgreifende Steuerreform laufen gut, sodass der Finanzminister ab Juli verschiedene Pisten der Chambre an den Sozialpartner präsentieren wird. Eine Möglichkeit kennt einen neuen avantagösen Steuertarif sinn no unter aktueller Steuerklasse 1a. Dat gekoppelt und eng lang Übergangsperiode fir Leid, die bestört oder gepackt sind. So gi sie net benodelicht. Am selbechten Ziel, fir dat professionell der Privatliewe besser unter den Hut zu kreen, überschaffen mir auch als Erbschaftsrecht. Nicht von Grund auf, aber mit gezielten Änderungen, die dieser Zeit entsprechen. Auch noch nicht von nur Beruf, mehr im Dialog mit den Sozialpartnern. Dafür tauscht die Regierung sich regelmäßig mit den Sozialpartnern aus. Ich selber für die Last nach für eine Politik. Die Regierung steht für den Dialog. All Politikbereiche, den ich halt beschreiben, weiß das. Wir regieren nicht am Alleingang. Wir sichern den Échange. Mit den Parteien bei der Défense, mit den Bauern bei der Agrikultur, mit den Akteuren vom Terrain beim Logement an erneuerbaren Energien, mit dem ganzen Volk bei den Pensionen. Ah ja, auch mit den Gewerkschaften beim Arbeitsrecht. Den Dialog ist nicht immer einfach. Mir respektvoll nolauusren an einer Meinungen an Kontuellen ist wichtig. Und dazu stimme ich. Das ist nicht immer enger Meinung. Das ist normal. Nicht all Gegenargument als ein Attack. Nicht all Diskussion ein Streit. Das gerade möglich geht, ohne Angst vor Repression unterschiedliche Meinungen zu haben, die eine Demokratie von einer Diktatur unterscheidet. Dafür hören wir auch Bedenken von den Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft per rapport zum Versammlungsrecht. Das ist ein wichtiges Recht an unserer Demokratie. Und dafür wird die Regierung heute kein Gesetz proposieren, das nicht mit den Parteien, den Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft aufgeschwert ist, an eine breite Unterstützung findet. Gleichzeitig ist Dialog nicht am Allfall Co-Decision. Die Majorität an dieser Chambre hat eine Verantwortung, und sie wird auch gemusst gehen, ob sie der Verantwortung gerecht wird. Das ist so an einer Demokratie. Und das ist gut so. Aber klar ist, wie eine Decisionen hält, ist auch klar, wie eine Responsabilität dafür dreht. Am Guten und am Schlechten. Und diese Majorität hat sich eine moderne Gesellschaftspolitik zum Ziel gesetzt. In dem Kontext haben wir proposiert, die Öffnungszeiten an die Sonderservice am Kommerz zu adaptieren. Lasst mich heute nach einem Jahr erklären, für was. Der Sonntag bleibt der Sonntag. Wird nicht zu einem normalen Schaffttag gehen. Bleibt ein Tag für Momente mit der Familie, für kulturelle und sportliche Evenementen.
Mir op engem Sonndech kann en Haut schon am Restaurant essen, am Supermarché akaufen, mam Bus fuhren. Mir proposéieren neicht méi an neicht Manner, wie de Boutiker, die Haut schon sondes können ophun, méi Flexibilitéit ze gin. Am Platz derbecht op 4 Stunden zu limitieren, soll en Äert schaffen Dirfen. Dirfen, net mussen. An Leiit, die dat an dem spezifische Sektor machen, kreien dürfje eng méi héich Pai. Dommer schaffen mir Méigkeeten fir d'Emploien, fir d'Betrieber a fir de Recht vun der Gesellschaft. Dat ass keng Verschlechterung, mé Schwa, Optionen, Freiheet. Dem Wirtschaftsminister seg Proposen zu den Öffnungszeiten am Kommerz entspricht derselvichter Idee vu méi Optionen a Schwa. Dommer werd de Klederbutik awer net bis sowes 10 Auer ophun. Des Änderung gouf mat de Sozialpartner diskutiert. Dat waren kein eidel Gespräche. Aufgrund von den Diskussionen sind verschiedene Aspekte von den Öffnungszeiten und Kollektivverträge gekoppelt. Das weist, dass wir nur lauschen. Das weist auch, dass der Kollektivvertrag ein wichtiges Instrument an unserem Erbesrecht bleibt, ein wichtiges Instrument an den Händen von den Gewerkschaften, ja, an den exklusiven Händen von den Gewerkschaften. Wir sehen aber auch, dass das momentane Regime nicht mehr adaptiert ist und die diverse Realität an unserer Gesellschaft erwirtschaftet. Kollektivverträge ist so nicht nachdenke, ja, sollen ein attraktives Instrument für beide Sozialpartner bleiben. Aber gleichzeitig sollen Akkorde im Niveau von einem einzelnen Betrieb eine erweiterte Rolle kriegen. Für Detailer können sie regeln, die der Realität vom jeweiligen Betrieb an den Salarien entsprechen. Das Änderungen sind nicht für die eine Seite zu stärken oder die andere zu schwächen. Sie sind am Ende von der ganzen Gesellschaft, am Geist von einer modernen Politik. Egal was gesagt wird, meiste mehr an den Medien oder so Plätzen, die Regierung ist für den Sozialdialog, für die Sozialpartnerschaft, respektiert voll a ganz Troll von den Gewerkschaften. A genau du winst, hun ich am Januar Sozialrunden annonciert. Den Dialog, den Austausch mit den Sozialpartnern ist mir wichtig, als Mensch und als Premierminister. Zusammen mit der Ministerin für Arbeit der Wirtschaft habe ich mich über die letzten Monate mehr wie Enkeer mit den Sozialpartnern getroffen. Zu 2, zu 3, Telefon a physisch. An aller Sachlichkeit, an ohne Druck verbausen. Da sei es den Dialog gegangen, nicht um Publizität. Das war die Idee von den Sozialrunden. Und die waren ein Succès, weil die 3 Seiten hun sich rumfand, auch wenn das am Anfang schwer war. Sie haben nur gelauscht hat und sich respektvoll ausgetauscht. Diese respektvollen Échange will die Regierung am nächsten Monat weiterführen, auch an den entsprechenden Gremien vom Sozialdialog. Neben diesen Diskussionen will man nach diesem Jahr die Flexibilisierung vom Congé de Maternité und die Abfeierung vom Temps partiel familial präsentieren. Mit dem Ziel, dass die Eltern während der wichtigen ersten Monate der Jahre mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. An einer modernen Gesellschaftspolitik stehen der Beruf und die Familie nicht an Opposition. All Kinder sollen Chance haben, an einer glücklichen Familie großzugehen. Dabei soll auch nicht zählen, wie die Familie sich zusammensetzt, aber wie gut Kind versorgt wird. Dafür stellt die Modernisierung vom Adoptionsrecht, die die Justizminister präsentiert hat, Kind an den Mittelpunkt. Neben diverse Familienkompositionen muss so eine moderne Politik auch die Evolution begleiten, dass wir mir lang leben.
Ende Oktober goufet dürfen eng Bretkonsultation zum Pensionssystem. Ich will am Numm von der Regierung jidwrenge Merci für sine Kontributionen do soen. All die Perspektiven sie wertvoll. Et mir die richtig, dat dëse Sujet Leiit interessiert. An der Läng as Suse, dat ein Zeech vun enger Demokratie, die lieft. Zeit vun der Konsultation war hëllefrech. Melo gildet e Weno 4 zu definieren. Dëwe werd ministerisch fir Sozialsicherheet vir Summer e detailiert Propositionen firstellen. Ich will aber haut schon op 3 Hauptpunkten agoen. Erstens. De Pensionssystem als eng Sozialerrungenschaft. Eng Errungenschaft, die mir fir die zukünftige Generationen aufsichern müssen. Eng stark öffentlich Allgemeinversicherung fir jidweren muss Kehrstück von unserem Pensionssystem bleiben. Zweitens. Das Pensionssystem also Versprechen. Ein Versprechen hat Vertrauen basiert. Und das Vertrauen kann ich nicht verlieren. Wir werden keine Änderungen für die Leute machen, die an der Pension sind oder kurz für stehen. Aber wir werden Studentenjahren und Babyjahren beibehalten. Drittens. Das Pensionssystem als eine Altersaufsicherung. Eine Altersaufsicherung, die jeder Generation erlauben soll, vertrauensvoller Richtung Pension zu gucken. Haut sie viel Leid, bald so lange an der Pension, wie sie abbezahlt tun. Das liegt dann, dass das nicht kann, soutenabel sein. Doniert wird Lützeburg mit rund 60 Jahren die niedrigsten reellen Antrittsalter an Pension von allen EU- und OECD-Ländern. Dafür werden wir Kotisationsjahren loserlos abfuhren. Karriere, die muss absolviert tun, für ein Urrecht auf eine Pension zu haben, wird über den Jahren all Jahres stufenweise 3 Monate verlängert gehen. Am Gegensatz zu unseren Operen bleibt der legale Pensionsantrittsalter aber bei 65 Jahren. Wir wollen mit dieser Änderung gucken, für am Durchschnitt mehr noch und ein Alter von 65 Jahren rundzukommen. Für die Transition zu begleiten, feiern wir auch die Möglichkeit von einer Retraite progressiver, also einer Periode, an der eine Männerschaft auch schon einen Teil von seiner Pension kriegt. Wir wollen unser Pensionssystem auf 15 Jahre finanziell aufsichern. Durch eine budgetäre Kontribution über die Rezette von einer bestehenden Konsumsteuer. Gedurcht zum Beispiel und die Erhaltung von den Rezetten aus der CO2-Steuer, die für Sozialmesuren vorgesehen sind. Durch ein Festhalten und der Reserve, für das sie weiter so viel wie möglich Revenu generiert, und durch Beibehalten von der Reform, die das Chamber 2012 gestimmt wird, an damit Maßnahmen, die vorgesehen, was geschieht, wenn die Ausgaben die Rezetten depassieren. Neben diesen grossen Prinzipien für das öffentliche Rentensystem proposieren wir noch weiter 2 Änderungen. Für die, die riskieren, an die Altersarmut zu rutschen, führen wir eine ziblierte Sozialhilfe an. Und für die, die Poisu spuren können, machen wir Privatpensionen am 3. Pilier mehr attraktiv. Für die Leute zu encouragieren, sich einen zusätzlichen Appel für den Duscht am Alter aufzubauen. Ich will nach einmal unterstreichen, dass die breite Diskussion zu diesem Sujet immens wertvoll war. Die Diskussion muss immer gefeiert gehen. Für immer der demografischer und wirtschaftlicher Entwicklung Rechnung zu drohen. Weil das Pensionssystem bleibt de facto von einem wirtschaftlichen Erfolg abhängig. Herr Präsident, gerade wenn die Welt rundherum aus mir gewiss geht, müssen wir als Erfahrung umso mehr verstärken,
für kompetitiv zu bleiben, an den wirtschaftlichen Erfolg vom Land zu erhalten. An einem internationalen Ozean von Unstabilität ist es umso mehr wichtig, dass wir das kontrollieren, was wir kontrollieren können. Dass wir als Schiff ruhig im Wasser halten. Dass wir als Stärke und der Stabilität erhalten, ausbauen und nutzen. Für als Kompetitivität zu stärken, müssen wir den Entrepreneursgeist zu Lützeburg nicht mit Leben füllen, an die kleinen und mittelgroßen Betriebe Luft zum Atmen gehen. Dafür fahren wir weiter mit der Vereinfachung von administrativen Auflauf an der Wirtschaftsminister wird am Laufe des Jahres weiter Verbesserungen beim Droit d'établissement proposieren. Bis Ende des Jahres will wir eine Reform von der ITM proposieren, für die Berodenfunktion auszubauen. Wir wollen mehr Prävention, Aufklärung und Begleitung setzen wie Präpression. Auch im europäischen Plan unterstützen wir die Efforten für die administrative und regulatorische Last von unseren Betrieben zu erleichtern. Zum Beispiel mit der sogenannten Omnibus-Propose will die Europäische Kommission das Regelwerk vereinfachen, ohne die politischen Ziele von den Texten abzugehen. Besser Regeln heißt nicht keine Regeln. Aber besser Regeln sind essentiell, für das europäische Marché nicht attraktiv wird. Es ist essentiell für die Evaluierung von unseren PME, die viele Arbeitsplätze an unserem Land schaffen. Ziel von allen Betrieben ist das Schaffen von Valeur, von einem Produkt oder einem Service, nicht Schreiben von Rapporten. Ein Betrieb braucht dafür qualifiziert und motiviert Mitarbeiter. Leute, die wir zu Lützeburg ausbilden, und Leute, die Lützeburg kommen, für zu unserem Succès beizutragen. Und dafür investieren wir konsequent an Berufsausbildung. Dadurch, dass wir Ausbildung und Niveau Postbac zu Lützeburg ermöglichen und anerkennen. Und dadurch, dass wir Investitionen von Betrieben an ihre Mitarbeiter encouragieren, wird verbessert Indemnité d'apprentissage und Skills Bridge Formationen. Für Talente aus dem Ausland umzuziehen, gibt es seit dem Januar neue Steuermesuren. An den nächsten 12 Monaten definieren wir auch Strategien für jeden Sektor gezielt die Talente zu identifizieren, die wir brauchen. Mit all diesen Mesuren schaffen wir Konditionen für wirtschaftlichen Wachstum. Die Wachstum bringt Arbeitsplätze, und bringt dem Staat Rezepte für eine starke Sozialpolitik, wichtige Investitionen für die Energietransition, für die digitale Zukunft, für die Défense. Die Wachstum muss noch enkadrieren. Dafür brauchen wir weitere Aktionen beim Logement, bei der Mobilität und bei der Sicherheit. Für die neuen Wohnungen zu bauen, haben wir an einer ersten Phase die Krise am Bausektor stoppen. Und das haben wir beim Chômage partiel an geziblierte Steuermesuren hingekriegt. Heute ist die Akutkrise am Bau rüber. Aber das nicht Staat für den Logementsmarché ewig zu unterstützen. Der Marché muss auf den Beinen stehen. Und dafür wird die Regierung den zeitlich begrenzten Steuerpark Ende Juni auslaufen lassen und nicht verlängern. Der billige Akt für eine Ehewohnung auf 40.000 € bleibt aber bestehen. Das heißt, dass ein Koppel, der für sich selber eine Wohnung kauft, bis zu einem Preis von rund 1 Million € kein Enregistrement bezahlt. Das Maßnahme hilft junge Familien, für das eigene Zuhause zu kaufen. Wir sind nur getreten, für mehr amüsiert zu bauen. Dafür wird letztes Jahr ein Paradigmenwechsel auf den Weg gebracht mit einem radikalen Umdenken bei den Prozeduren. Weil das so, wie der Marché am Moyen-Term seinen Schwung hält. Und das so, wie jeder Achse auf erschwinglichen Wohnraum hat.
So goufen zum Beispiel Reformen, die Balance zwischen dem Logement und dem Naturschutz retablieren, wie Natur auf Zeit an Kompensation une fois pour toutes am Januar an der Chambre präsentiert. Weiter wichtige Maßnahmen wie die zweite Phase vom Silence vaut accord, Bautereglement an Vereinfachung von den PRG a PAP-Prozeduren kommen an den nächsten Monat. Und auch bei der Mobilisierungssteuer auf unbenutzten Terrain am Bauperimeter mischt die Regierung hier Propositionen nach 4 Sommer. Damit encouragieren wir Bauen auf ausgewiesenen Terrain. Für eine Mobilität, die Schritt hält mit einer wachsenden Bevölkerung, investieren wir weiter an die Infrastrukturen. An Schienen, mit wichtigen Projekten wie zum Beispiel die Eisenbahnstrecke der Lützeburger Beeteburg, an den neuen Pôle d'échange zu Hollerich. An Straße, zum Beispiel mit der Fertigstellung vom Contournement Hausen. An den Tram, mit den Finanzierungsgesetzen wie die Extensionen auf der Erlerstraße, an der Escherstraße. An den Flughafen, mit einem Ausbau vom aktuellen Terminal, an einer Modernisierung von der Sicherheitskontrollen für Zahlzeiten zu reduzieren. Und auch der Rechtsstaat muss mit einer wachsenden Population Schritt halten. Sicherheit als Basis für als Freiheiten auszuleben. Auch ein Gefühl von Unsicherheit kann die Leute heute schon limitieren. Hier geht es um den Respekt vom Gesetz. Respekt für ihre Mitbürger an die Regeln, die wir als Gesellschaft geben. Sonst riskieren wir, dass das Vertrauen an unseren Rechtsstaat verloren geht. Das Vertrauen hält ihn durch eine Justiz, die sehr und effizient schaffen kann, und durch eine Police, die nur beim Bürger an seine Sorgen ist. Das sind Voraussetzungen und das sind Ziele von dieser Regierung. Dafür kriegt Justiz mehr Personal. Es goufen zusätzlich Posten geschaffen, an den Accès an Magistratur gouf mir breit abgemacht. An Justizminister schafft run de Rekrutement vu Richter beim Ordre administrativ mehr attraktiv zu gestalten, an se adaptiert Formation vun den Attachés de Justice. Nief mir leid, braucht er auch mehr efficace Prozeduren. Prozeduren, die unnötig lang schläfe, sich schlecht wird dafür an der Rechtsstaat, an domat wird Allgemeinheit. Dürfen diese Schritt für Schritt digitalisiert. Durch digitale Lesungen haben wir den Austausch zwischen der Justiz und der Banken vereinfacht, gerade wie den Échange mit anderen Memberländern. Und ab dem Hirst ermöglicht eine neue Software eine elektronische Verarbeitung von den Dossiers. Auch der Police gibt mir die nötigen Moyens in Form von Personal, Material und Pouvoir. Das Rekrutement bleibt hoch, für mehr Präsenz zu weisen, mehr Proximität zum Bürger zu haben und mehr präventiv Arbeit zu leisten. Dazu gehören noch die nötigen Legislativänderungen, sowie ein verstärkter Platzverweis, eine vereinfachte Prozedur für Visupoliverwachung oder eine gesetzliche Basis für die Gemengepolice. Das Änderungen die gezielt do angesagt, wo sie Sinn machen. Wir schaffen keinen Überwachungsstaat, an dem bleibt ihr Recht auf Privatsphäre verlieren. Das ist gerade umgedreht. Die momentane Situation auf spezifischen Plätzen, so wie am Garakartschi, limitiert die Freiheit von den Leuten, die dort leben. Wir wollen die Rechte auf freie Bewegung an ein freies Leben assurieren. Der spezifische Plätze leiden vor allem an der Drogenkriminalität. Die Probleme sind zusammen mit allen Akteuren mit einer balancierten Approche umgehen. Repression für Dealerinnen, ein soziales Encadrement für die Opfer. Das gewusst, dass die organisierte Kriminalität zu Lützeburg oft über die Grenze wegoperiert, an so Versicht der Justiz an der Polizei zu entkommen. Die rezente Kur gegen Drogenkriminalität weisen das. Lützeburg war nicht der Marché für die große Quantität von Drogen.
An Äwer goufen se hai fond. Ich felicitieren der Police, der Douane a Justiz fir exzellent Erbicht an zu Summenherbicht bei diesen Aktionen. Grenziverschreitende Kriminalität bekämpft die mat grenziverschreitender Kollaboration. An die Kollaboration verstärke mir weiter. Durch den Austausch von mehr Données an der Schengen-Zone. Durch das wir von einer automatischen Erkennung von Autosplacken mit diesem System, den schon in vielen EU-Ländern gibt, können wir mehr effikaz Gesichtleid finden und zur Rechenschaft ziehen. Das Kollaboration als ein integralen Teil vom Schengen-System. Ein effektiver Kampf gegen Kriminalität wie ohne Schengen nicht denkbar. Genauso wie eine performante Wirtschaft nicht mehr möglich ist, dass man freien Échange von Gütern und Services. Wir Schengen als noch viel mehr wie das. Schengen als ein Symbol von Europa und von unserer Union, die geliebte Expression von einem geeinten Europa. Eine Realität, die ja viele Jahrhunderte von diesem Kontinent nicht denkbar gewesen wäre. Am Sommer feiert Schengen-Aufkommen 40 Jahre. Und hier weist sich, wie bei näheren Zus, was ich am Anfang von meiner Rede gesagt habe. Fortschritt ist nicht selbstverständlich. Wir müssen all Tag dafür schaffen. An dem Geist wird Lützeburg sich weiter auf europäischem Niveau für den Schengen-Raum an open Grenzen ersetzen. Das Problem von irregulärer Migration kriegen wir nicht mehr zusammen als Europa gelöst. Mit verschärften Kontrollen und den Außengrenzen. Migrationspolitik muss auf einer Politik mit Herz und Verstand basieren. Vom Herz getrieben, aber mit Verstand umgesetzt. Das Recht auf Asyl muss garantiert bleiben. Das ist ein zentrales Element von unseren Werten von Offenheit und Menschlichkeit. Aber wir brauchen legale Migration für unser wirtschaftliches und soziales Modell an Europa zu halten. Gleichzeitig muss die illegale Migration bekämpft gehen. An die Leute, die illegal an die EU kommen, muss ausgewiesen gehen. Auch das gehört zu einem Rechtsstaat. Und das ist nötig für eine erfolgreiche Integration von den anderen. Es ist überzeugt, dass Lützeburger denen helfen wollen, die für den Krieg flüchten. Die großen Solidaritätswellen bei den Kriegern aus Syrien und an der Ukraine weisen das Herz von der Lützeburger Gesellschaft. Wir wollen wir als System überfordern, mit Leuten die Konditionen nicht erfüllen, für hier zu bleiben. Da riskieren wir, das verstehst du mich, an der Gesellschaft zu verlieren. Et kann kein Lützeburg fehlend Menschlichkeit reprochieren. Wir haben heute schon eng von den höchsten Zahlen auf Flüchtlinge pro Einwohner in Europa. Wir haben auch Strukturen stoßen an ihre Grenzen. Und noch wenn wir weiter Strukturen abmachen, brauchen wir eine responsable Migrationspolitik mit einem klaren, fairen und objektiven Kader. Demandeuren mit einer reellen Perspektive auf den Flüchtlingsstatut sollen sehr eine Antwort kriegen, für unnötige Frustrationen zu evitieren. An Demandeuren ohne Aussicht auf den Statut sollen keine falsche Hoffnungen gemacht kriegen. Bei denen Leuten setzen wir auf einen humanen Approche. Dafür gibt es seit dem September Maison Retour. Hier kriegen die betroffenen Leute ein psychosoziales Encadrement und ihnen unterstützt für eine würdevolle und nachhaltige Reintegration an ihrem Herkunftsland zu ermöglichen. Zölle weisen, dass das die richtige Approche ist. Wir haben über die letzten 12 Monate mehr freiwillige Retouren gehabt wie forcierte. Und dadurch wird diese Regierung den Total von Retouren, also von denen Leute, die das Land müssen verlassen, am Verlag mit 2022 mehr wie verdoppelt. Mit dieser Politik assurieren wir, dass die Integrationskapazität von unserer Gesellschaft nicht überstrapaziert wird. Herr Präsident, Frieden, Freiheit,
Gerechtigkeit. Das sind nicht just groß Wörter, die an Geschichtsbücher gehören. Das sind Wörter, die mir alltag mit Leben füllen müssen. Ziele, die mir alltag ausstreben müssen. Das Wörter muss alle Generationen bereits definieren. So Generationen für uns sich für die Rechte von Frauen gesagt. Und aber war ein weiterer Schritt nötig, für die Frauenrechte zu stärken. Und die hat das Regierung auch gemacht. Durch ein Verbot vom Zertifikat de Virginité an der Hymenoplastie, durch eine strenge Bestrafung von Tätern von sexueller Gewalt an die erste nationale Anlaufstelle für Opfer von sexueller Gewalt, an durch Durchschaffen vom Délai de Reflexion bei einer Auftreibung. Und so ist das mit all den Werten, die als wichtig sind. Als ein Défense-Effort an die Resilienzstrategie haben den Frieden und Sicherheit. Den Ausbau von erneuerbaren Energien bringt in Richtung Nachhaltigkeit. Innovation und Entrepreneursgeist schaffen Wohlstand. Die Vereinbarung zwischen professionellem und privatem Leben sorgt für Schwach und Gleichberechtigung. Und der Effort für eine sorgenfreie Kantität und eine vertrauenswürdige Altersaufsicherung stärken Gerechtigkeit. Alles konkret Maßnahmen, die beweisen, dass wir die Möglichkeit tun, die Realität und die Welt mit als Werte zu gestalten. Durch das Handeln und als Decisionen. Und das ist Souveränität. Die Freiheit, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und seine eigene Zukunft zu schreiben. Das wollen wir für das Land. Fortschritt ist möglich. Wir können nicht vom selben. All Fortschritt fängt mit den Änderungen. Was wir nicht machen dürfen, ist stur bleiben. Paralysiert durch Angst für Änderungen. An der Demokratie gehen alle Änderungen diskutiert und debattiert. Aber an der Demokratie geht es nicht darum, Recht zu haben oder der anderen Seite auszuwischen. Es geht darum, das Land gemeinsam nur vier zu bringen. Dabei muss jeder noch immer den Intérêt général am Kap behalten. Wir haben alle Überzeugungen, unterschiedliche Perspektiven, Meinungen und Visionen. Wir los als zusammen am Intérêt von unserem Land und seinen Leuten schaffen. Das ist ein Dialog, das Bereitschaft für über Meinungsdivergenzen wegzugucken und zusammen zu schaffen, die das Land ausmachen. Was das Land an der ganzen Welt auszeichnet, was wir oft Stabilität nennen. Und die Stabilität ist die Basis von unserem Fortschritt. Das ist die Überzeugung von dieser Regierung. Fortschritt durch Stabilität. Stabilität durch Fortschritt. So nicht merci.